Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Zollikofen. Heute haben wir folgende 4 Beiträge für euch in der Sendung. Die Berner Bauern üben den Aufstand. Der Präsident des Berner Bauernverband im Interview. Die Airbnb-Problematik in der Stadt Thun. Und die schwierige Rückkehr vom Gleitschirmflüger Kriegel Maurer. Am Freitagabend haben im ganzen Kanton hunderte Berner Landwirte gegen die Problematik ihrer Agrarpolitik demonstriert. Der Gabriel Jordi hat sich mit dem Organisator, Urs Haslebacher, über die Ziele dieser Aktion unterhalten. Urs Haslebacher, wieso habt ihr die Mahnwache heute Abend geplant? Ich habe gemerkt, dass es brodelt in der Basis, dass nach diesen Protesten im Ausland auch die Schweizer Bauern das Gefühl haben, sie wollen zeigen, was ihre Probleme sind, die der Schuh drückt. Und darum habe ich probiert, eine Plattform zu machen, wo sich die Bauern zeigen können, wo eine klare Botschaft dahinter, was eigentlich die Probleme sind und wo das der Schuh drückt. Für die Probleme, die es gibt, was würdet ihr euch da für Lösungswege wünschen? Also, wir haben ja unsere Probleme aufgezeigt in diesen Forderungen, in diesen Flugblättern. Wir haben ja Pressemitteilungen herausgegeben. Das Wichtigste ist eigentlich, dass wir mal wahrgenommen werden, dass wir ernst genommen werden und dass wir in der Gesellschaft, aber auch in der Politik und unseren Grossabnehmern mit denen reden können, aufzeigen, wo sehr viele Zielkonflikte sind und Probleme, die wir nicht selber lösen können. Forderungen von der Gesellschaft, die sich widersprechen. Und das Wichtigste ist uns, dass in der Gesellschaft eine breite Diskussion losgeht, was eigentlich von uns gefordert wird und das, was gefordert wird, auch abgehalten wird. Sonst können wir nicht langfristig existieren. Der Präsident des Berner Bauernverband, der Jürg Iseli, zeigt sich solidarisch mit den protestierenden Landwirten. Die Branchenverbände sollen sich für bessere Produzentenpreise einsetzen, meint er. Die Chancen auf Verbesserungen sieht er bei etwa 50%, wie er im Interview mit dem Gabriel Jordi sagt. Herr Iseli, wie schätzt ihr die Proteste von gestern Abend ein? Zum einen als Präsident des Berner Bauernverband und zum anderen als Landwirt selber. Als Präsident des Berner Bauernverband bin ich glücklich und froh, dass es so abgelaufen ist. Ein Haufen Berner Bauern sind auf die Straße, haben ein Zeichen gesetzt, einen Weckruf, und friedlich, mit Anstand und das, was man eigentlich verlangt hat. Als Bauer schätze ich sehr, dass von der Basis her ein Zeichen gesetzt wird in Richtung Politik, aber sicher auch in Richtung Grossverteiler, Verarbeiter, dass es jetzt eine Zeit ist, zumindest die Bürokratie abzubauen, sprich all das Aufzeichnung und all die Sachen. Zum anderen, dass man bei den Preisen die 5-10%, die von allen Seiten gefordert werden, etwas in die Richtung umgesetzt wird. Denkt ihr, das ist realistisch, dass jetzt etwas passiert? Man hat gesehen, es hat in den Medien Wellen geschlagen, es ist weit darüber geredet worden. Seid ihr jetzt optimistisch, dass da endlich aus der Sicht der Bauern etwas passiert? Ich bin optimistisch, dass etwas geht. Und ich habe sehr grosse Hoffnungen, dass die Forderungen der Branchen gestellt werden und dass die Grossverteiler und Verarbeiter gemerkt haben, dass es am Bauernstand ernst ist, dass etwas gehen muss. Wir hatten Teuerungen von über 2% im letzten Jahr und der Bauernstand hat nichts zurückbekommen. Die Kosten müssen selber tragen. Und jetzt ist es Zeit, dass an den Produkten etwas gemacht wird und dass sie die 5-10%, die gefordert sind. Wenn jetzt da nichts passieren würde, im schlimmsten Fall, denkt ihr, dass es auch noch zu Protesten kommen könnte, wo eventuell die Gesellschaft behindert wird? Die Verbände haben mit der Petition die ähnlichen und gleichen Forderungen gestellt, die vor der Basis gestellt wurden. Wenn gar nichts geht auf der ganzen Linie, so sind wir gefordert. Und dann sind wir gefordert, dass
die Seite der Forderungen von der Basis auch ein Zeichen gesetzt wird und dass es ohne Behinderungen für die Allgemeinheit geht, glaube ich nachher nicht. Da muss irgendetwas passieren, weil sonst werden wir unglaubwürdig. Die Buchungsplattform Airbnb sorgt auch in der Stadt Thun wegen der zunehmenden Wohnungsknappheit für Diskussionen. Der Max Saladin hat sich mit der Sandra Rupp vom Berner Mieterverband über die Problematik und die Herausforderungen unterhalten. Ja, wir haben gemerkt, dass es Zunehmen ist mit Airbnbs, auch im Zusammenhang jetzt mit dem Haus, das hier in der Nähe ist. Und wir haben einfach die Befürchtung, dass Mietende hier keine Wohnung mehr finden, vor allem keinen bezahlbaren Wohnraum. Ja, also Thun hat einfach allgemein mal ein Problem mit zu wenig leeren Wohnungen. Wir haben sehr einen tiefen Leerwohnungsbestand bei 0,09%. Das ist praktisch nichts. Und wenn jetzt natürlich da noch Mietwohnungen gebraucht werden für Airbnb, dann geht wieder eine Wohnung weg und dann wird es einfach noch schlimmer. Ja, bei der Schlichtungsstelle ist es regelmässig ein Thema, dass gekündigt wird, dass die Mietenden keinen passenden Wohnraum mehr finden oder dass es Lärmprobleme gibt oder Nachbarschaftsprobleme allgemein, einfach durch die kurzfristigen Nutzungen von Touristinnen und Touristen in einem Wohnquartier. Ja, nachvollziehen kann ich das schon, weil es ein lukratives Geschäft ist, aber man muss es ganzheitlich anschauen, was halt dann einfach weiter passiert, dass Wohnraum verloren geht für Leute, die hier wohnen. Und ja, es ist einfach auf dem Rücken von Mieterinnen und Mietern, wo Geld gemacht wird und gut Geld gemacht wird und das kann ich nicht unterstützen. Der Berner Oberländer Gleitschirmflüger Kriegel Maurer hat sich nach einem Zeckenbiss mit der Diagnose Borreliose konfrontiert gesehen. Wie es ihm jetzt geht und welche positiven Aspekte er dem Ganzen abgewinnen kann, hat er Max Saladin erzählt. Ja, wenn man von einer Woche auf die andere nicht Sport machen, Schmerzen hat, dann ist das Symptom, das ganz komisch ist, ganz eine neue Erfahrung im Leben. Und nachher muss man sich irgendwie damit auseinandersetzen, sich abfinden. Ich hatte lange keine Diagnose, lange nicht gewusst, was ist, ob es besser wird von selber oder ob man etwas machen kann. Und die 7 Monate ist eine längere Zeit, wo man nachher quasi aus dem Leben verliert. Auf der anderen Seite habe ich auch viel Spannendes erlebt und dürfen lernen. Und schlussendlich, als ich mich gut gefunden, denke ich, ist es ein Abschnitt, wo man nachher irgendwo sich zurückguckt und ein schmunzeln. Ja, wenn man zurückguckt, hat es mal angefangen mit Nackenschmerzen. Ich hatte dann eine recht müde Phase gehabt. Nachher ist es aber aufwärts gegangen. Ich habe das Gefühl gehabt, mal, dass es bessert. Therapien, die ich das Gefühl hatte, schlagen und funktionieren. Und dann habe ich noch Wettkämpfe gemacht im Herbst und Dezember, wo ich nachher mich eigentlich gar nicht so schlecht gefühlt habe. Aber irgendwo hatte ich gleich immer schlechte Tage gehabt, mit Fieber, mit schwersten Symptomen, die ich nachher auch recht mühsam gefunden, die nicht lustig waren. Und das Auf und Ab ist natürlich irgendwo auf Dauer mühsam geworden, bis ich nachher einen rechten Rückschlag hatte im Januar mit starkem Fieber, wo ich nachher nochmal zum Doktor bin und nachher die Diagnose ist aufgekommen. Ja, im Nachhinein bin ich halt so 50% drauf gewesen, nicht so recht gewusst, wie viel kann ich machen im Sinne von Training und ob das überhaupt bringt. Ich bin da nachher auch vielleicht daheim gewesen, probiert zu akzeptieren, wie es ist, habe viel müssen schlafen. Das ist eine Zeit, die natürlich auch mit der Familie gemütlicher hat verbracht, ja, nicht gross anreist und nicht so recht motiviert ist. Aber ich habe es akzeptiert und irgendwo war es mal anders gewesen. Und jetzt, wenn ich mehr fit bin, geht es für mich raus und machen all die Sachen von mir nachholen. Ja, jetzt, wenn man die Diagnose hat und die Antibiotika-Kur, die dann Mitte März dabei sein sollte, wo ich theoretisch nicht fit sein kann, trainieren, dann habe ich gleich meine Wettkämpfe geplant. Ich habe im Sommer ein Bergsteigergewicht geplant und nachher im Herbst schon diverse Wettkämpfe. Und ich gucke Schritt für Schritt, was ich machen kann und wie fit ich bin. Und dann greife ich an oder lasse es eben sein und gucke für die Gesundheit. Ja, weitere Aussichten sind natürlich das Retro-Lix-Alps 2025 im Juni sollte es starten. Ich brauche ein gutes halbes Jahr, um mich richtig intensiv vorbereiten. Und das ist, wenn ich da ziemlich
müde und kaputt auf dem Sofa gelegen. Und das war so ein Fernziel, dass ich dann in 1,5 Jahren dabei bin. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr wie immer auf der Webseite oder im App. Jetzt geht es noch weiter zu den Kollegen von Meteo News und dem Wetter. Ich sage schon merci fürs Zuschauen und wünsche einen ganz schönen Hinech. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Da ist das Wetter auf der Plattform J, meine Damen und Herren, der Montagabend. Ich hoffe, Sie sind gut in die neue Woche gestartet. Viele Wolken haben uns begleitet. Ja, und das waren auch nicht die letzten Wolken in dieser Woche. Am Morgen geht es im ähnlichen Stil weiter. Das Tief verlagert sich zwar hier von Frankreich in den zentralen Mittelmeerraum, das macht es aber für uns nicht viel besser. Feuchte Luft wird uns nach wie vor erreichen. Morgen am Vormittag ist es oft grau, meistens aber auch trocken. Aufhellungen gibt es, wenn überhaupt, nur selten. Und die Temperaturen starten am Morgen früh bei rund 2 bis 4 Grad. Ja, wir sehen am Nachmittag keine wesentliche Änderung. Viele Wolken, höchstens scheuche Aufhellungen zwischendurch. Meistens aber auch trocken. Und die Temperaturen erreichen mit einer zeitweise mäßigen Beise so um die 7 bis 8 Grad. Aber anfühlen wird sich das Ganze entsprechend ein bisschen kälter. Am Mittwoch auch noch viele Wolken, zum Teil aber keine Sonne, zwischendurch meistens trocken. Noch ein bisschen freundlicher dann der Donnerstag, zum Teil recht sonnig am Nachmittag. Temperaturen hier bei 11 Grad. Am Freitag eine Störung, da müssen wir mit ein bisschen Regen rechnen. Und das Wochenende eine veränderliche Angelegenheit. Wir sehen, die Temperaturen bleiben für die Jahreszeit eher auf hohem Niveau. Also insgesamt gibt es auf jeden Fall eine veränderliche Woche. Der sonnigste Tag dürfte der Donnerstag werden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.